Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, Saat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung Feier, Kapitel 21. Sich mit Schwierverwandtschaften verstonen. Ein von den großen Segnungen von Ehe ist die Gelegenheit, die Familie grater zu machen. Durch die Ehe waren nicht bloß zwei einzelne Personen, aber zwei Familien an ein gemeinsames Band verbunden. Das besondere Part von das eheliche Verbindnis hat große Möglichkeiten für Serien in unser Lebens, wann wir das verjährte Familienverhältnis verstonen und recht verwalten. Aber wann die Schwierverwandtschaft in widere Familienverhältnisse falsch verstonen oder behandelt wurden, haben wenige Fehler große Möglichkeiten, eine Ehe zu verdorben. In dit Kapitel will ich 4 Richtlinien sterk nemen om met die Eltern en Schwieeltern in een Ehe umzugehen. Dezelfde Richtlinien können auch eine Halb zijn für zonen wat als Schwieeltern sind oder worden willen, om te weten wo sie sich recht gegen befriede Kinder verholen. Ich habe een uitgetekendet stuk met de Ewa-schrift 10 Geboten für Grooteltern bijgedonen, wat Eltern en Grooteltern halb te verstonen, wo sie Partner zijn können, om gerechte en goed angestelde Kinder abzutragen. Nummer 1. Die Richtlinie von ihr. Viele befriede Paaren kommen durcheinander in ihre Verhältnisse mit Eltern oder Schwieeltern, wegen sie den Unterschied zwischen Autorität und ihr nicht verstehen. Gott sein Wort sagt, dass wir unsere Eltern immer ehren sollen. Wenn wir in ihr Heim wohnen, sind wir auch unter ihrer Autorität und sollen ihn gehorchen und respektvoll behandeln. Wenn wir abwaschen und uns befreien, bleiben wir dabei mit ihr in Respekt zu behandeln, aber wir müssen verstehen, dass sie keine Autorität mehr über uns haben. Eine Ausnahme zu dieser Regel kann sein, wenn ein befriedet Kind oder Ehepartner bei einem von den Eltern oder Schwieeltern Arbeit hat und dafür betalt kriegt. In die Umstände hat dort Elternpart ein größeres Recht zu reden und gehört zu werden als in anderen Umständen, aber sogar dann ist dort begrenzt und darf nicht die überherrschende Natur von der Ehe übertreten. Ein von den verstörendsten Problemen in der Ehe ist, wenn ein von den Eltern oder Schwieeltern das Ehepaar dominieren oder zu sehr beeinflussen. Manchmal tun die das mit anschüchternden Persönlichkeiten und andere Male dominieren sie mit Geld oder ein Schuldgefühl, um ihre erwachsene befriedete Kinder zu kontrollieren und zu beeinflussen. Ein Don't wo Eltern oder Schwieeltern über befriedete Kinder Autorität kriegen, das ist immer Anrecht und das Schaden an der Ehe, wegen dat den Ehemann sein Mann seinen wahrnimmt. Als dat nicht seine Eltern oder Schwieeltern sind, feilt er, dat als Mann ihr in Bediensamkeit wahrgenommen ist. Und er soll sich auch so feilen, wegen die von Gott bestimmte Eheherrschaft von sein eigenes Heim übertreten wird. Eltern sollen niemals versichern Autorität zu haben über abgewaschene Kinder, und Kinder sollen dort keinmal Freiheit geben. Wenn Eltern ein Kind seine Ehe kontrollieren, wird eine Frau den Respekt für ihren Ehemann verlieren und sich unsicher fühlen. So schlecht das dort auch ist, wenn unsere Eltern uns kontrollieren, wenn wir erst groß sind, dort ist noch viel euer, wenn das unsere Schwieeltern sind. Jeder Ehemann und Frau müssen dort verstehen, dass ihr Ehepartner mit Recht feilen wird, dass er gegenüber übertreten wird, wenn ein von den Eltern die Freiheit gegeben wird, die rechte Grenzen an ihr Heim und Ehe zu übertreten. Wenn du die befriest, musst du die Verbindschaft von Autorität, was deine Eltern mit dir haben, aufmachen. Das bedeutet nicht, dass du ihren Rot nicht haben kannst oder sogar sichern sollst. Aber du bist nicht schuldig, dort zu tun oder ihren Rot zu befallen. Wenn du einmal abgewaschen oder befreit bist, haben deine Eltern nicht mehr eine von Gott genannte Autorität über die. Diese Wahrheit musst du verstehen und sicher machen, dass du da noch handelst. Aber lass mich dort noch einmal sagen, dass wenn du auch von deinen Eltern ihre Autorität los bist, sollst du deine Eltern keinmal veranieren. Wenn du auch abstonen musst und irgendwas stonen oder was tragstellen, was sie tun, musst du ihn mit Ehrbarkeit behandeln. Du sollst nicht negativ über ihn reden und ihn nicht verdienen Partner, deine Kinder oder andere durchrennen. Du sollst regelmäßig für ihn beten und ihn auf wirkliche Weg weiten lassen, dass du ihn läufst. Aber wenn du diese Dinge tust, musst du dort aber keinmal zulassen, dass Eltern die heilige Grenzen von ihren Ehebund übertreten. Nummer 2. Die Richtlinie von Trennung. In 1. Mose 2, Vers 24 sagt dort, so als wir all in das Buch gesagt haben. Deswegen geht ein Mann von seinen Eltern weg und vereinigt sich mit seiner Frau und sie sind eins. Wenn wir uns befreien, müssen wir uns Verhältnis mit unseren Eltern auf einen frischen Prioritätsplatz anstellen.
Sie können nicht mehr boven op onze List van Prioritäten zijn. Für onze eigen Erdhalven moet wir unseren Ehepartner zu onze erste Verpflichtung machen en onze höchste Priorität. Diese Prioritäten frisch zu stellen, moet wir eine gesunde Trennung von unseren Eltern und Schwiegereltern haben und gute und viel Zeit mit unseren Partner in Kenia allein verbringen. Wenn wir uns recht von unseren Eltern trennen können, können wir unsere eigenen Identitäten besser feststellen. Wir können uns als Ehepaar und als Familie auch besser verbinden. Wenn Eltern und Schwiegereltern zu viel Raum sind, ist das ungesund. Wir können da nicht bloß unsere eigenen Identitäten nicht entwickeln, aber wir waren auch nicht reich mit unseren Partner verbunden worden. Jeder Ehepartner muss sicher machen, dass er oder sie sich recht von seinen oder ihren Eltern trennt. Menschen, die nicht willig sind, sich recht von ihren Eltern zu trennen, sollen sich nicht befreien. Sogar wenn kein Partner gebaut wird, von dat Eltern und Familien zu Folgen durch sind oder Kontakt haben, sollen beide Mann und Frau verstehen, dass zu viel davon doch angesund ist. Wenn die das auch nicht baut, geht das. Hij heeft einen Plan für jene Ehe, und wenn jene Eltern auch ein wichtiges Part von jene Leben sind, moet je jent sehr genug tranen, dort zu sein, was Gott von jent haben will. Zu entscheiden, ob jene Ehe reicht von jene Eltern und Schwiegereltern getrennt ist, betracht die nächste 4 Fragen mal gut. 1. Feilen du oder dein Partner arg behandelt, von dat deine Eltern oder Schwiegereltern zu viel durch sind oder zu starken Einfluss geben? 2. Spenden du oder dein Partner viel von jene freie Zeit mit deinen Eltern oder Schwiegereltern oder weitere Familienglieder, so wat als Brüder und Schwestern, Nichten und Vaters und andere, vertalen oder mit ihren taub sind? 3. Sind die meisten von jene neuen Verhältnisse und Dinge, wat je doen mit Eltern, Schwiegereltern oder weitere Familie taub? 4. Find je dat schwer, persönliche oder eheliche Entscheidungen zu machen, ohne dass jene Eltern, Schwiegereltern oder die weitere Familie dort auch taub stimmt? Wenn je zu irgendein von dieser 4 Fragen Ja gesagt haben, soll je ab ernst über nachdenken, was je tun. Wenn je Ja zu 2 oder mehr von den Fragen gesagt haben, muss je kurz was unternehmen für jene Ehe. Wenn das am Anfang auch schwierig sein kann, eine Ändernis zu machen oder je in deine Eltern oder Schwiegereltern abzustehen, wird ein jeder einer, was das betrifft, aber allein besser aufsehen, wenn je nu was damit tun. Deine Eltern und Schwiegereltern werden die Dollar respektieren, wenn je in jün Verhältnis mit ihnen leibend gesunde Grenzen saten und anholen. Wenn dort diese Trennungssache geht, kommt das Thema-Problem von Schwiegermütter gewöhnlich ab. Wenn Schwiegerväter kreuzig auch Trouble machen können, ist das im Allgemeinen so, dass Schwiegermütter damit geplocht sind, Trouble zu machen. Wir meinen aber keinenfalls zu sagen, dass alle frühest problematische Schwiegermütter sind. Viele Schwiegermütter sind ein gewaltiger Sehen für ihre befriedete Kinder und Großkinder, so ist auch viele Schwiegerväter. Aber einige Frühes haben eine schwere Zeit mit ihren Kindern losgelassen. Wenn das passiert, wird sich sicher ein schwieriges Verhältnis entwickeln. Da sind 3 Sachen, die allgemein eine schwierige Schwiegermutter-Sache verursachen. Nummer 1. Die Schwiegermutter hat nicht andere erfüllende Verhältnisse. Die Schwiegermutter ist einletzig, eine Wetfrau, oder sie hat nicht bedeutsame Verbindnisse oder Erfüllung in andere Aufteilungen vom Leben. Wenn sie eine gute Ehe hat, oder in andere Dinge aktiv ist, was Druck holen, dann ist sie meistens nicht ein Problem für die befriedete Kinder. Sie ist zufrieden erfüllt in andere Aufteilungen von ihr Leben. Aber wenn dort in Irland ist, und sie in andere Aufteilungen vom Leben nicht Erfüllung findet, waren ihre Kinder vielmal dort, was ihre Ladestätten erfüllen. Nummer 2. Die Schwiegermutter ihre Identität ist an ihr Kind mit angewickelt. Die Schwiegermutter kriegt zu viel Sicherheit und Identität durch ihre Kinder. Wenn sie ihr Hort von ihrem Ehemann wegdreht und an ihrer Abgabe als Mutter zu viel Identität findet, ist dort ungesund. Dort ist nicht bloß allmählich, dass sich eine starke Ehe entwickelt, wenn ein Mann oder eine Frau sagt, was du anstellt, wo der Ehepartner anhielt, aber ein Kind kann auch nicht gesund entwickeln, wenn seine Mama zu viel Identität oder Sicherheit durch Arm kriegt. Wenn einer von den Eltern sich gefällig zu sehr auf ein Kind stört, ist dort ungesund. Und es steht, dass Gott und die Partner die neue gefährliche Kraft stahlen, dreht ein von den Eltern sich für gefährliche Sicherheit nur ein Kind oder nur Kinder. Die Probleme, die aus so ein Verhältnis kommen, sind viele. Erstens, wenn ein von den Eltern ein Kind brauchen, um sich selbst gefährlich daran zu stärken, wird das Kind gemissbraucht. Das ist so. Kinder sind nicht nur für die Eltern. Eltern sind nur für die Kinder. Wenn ein Kind dann die wird, was für ein von den Eltern die Stadt wird, oder die, was alles tragstellt, kann das Kind nicht recht entwickeln.
Dat tweede Problem ist, dat het een Problem in de Eltern ihre Levens wiederplant. En de steht sich nur Gott en nur den Partner te drehen, um innerliche Erfüllung zu kriegen, sehen diese Eltern dat bei ihre Kinder. Daher sind die Kinder nicht frei, um normale Levens zu führen en worden daher keinmal Erfüllung finden, en de Mutter oder Vater auch nicht. Dit Verholen breikt dat Kind en bringt die Eltern über keine Lösung. Dat dritte Problem van dit passiert, wanneer een van de Eltern gefährlich verbunden wordt met een kind van dat andere Geschlecht. Ein junger Jung haft beid, Mama en Papa neidig, aber ihm fehlt totaler an seinen Vater, wer ihn ein Mann sein wird, wann er mit einem Mann Zeit verbringt. Ein Vater ist eine besonders wichtige Person für einen abwachsenden Jung. Wenn er nicht einen Vater in sein Heim gegenwärtig haft, soll seine Mama sich dort sicher machen, dass er so viel Zeit als möglich mit göttlicher, männlicher Einfluss verbringt. Dit ist für seine gefährliche und geschlechtliche Entwicklung lebenswichtig. Krieg so ist das mit einer jungen Mädel. Sie braucht einen Vater und eine Mutter, aber fehlt dort mehr an die Mama. Die Zeit, was sie an eine gesunde weibliche Mama verbringt, ist lebenswichtig. Indem sie ihre Mama betrachtet, lehrt sie mütterlich und weiblich zu sein und wo sie sich manchmal verhält. Mit diesem Einfluss in ihr Leben hat sie einen großen Genoten. Aber wenn ein entwickelndes Kind nicht starke Verbundschaft hat mit einem Glied vom selben Geschlecht, und besonders mit dem älteren Teil vom selben Geschlecht, ist das ungesund. Was diese ungesunde Sache bloß nach euer macht, ist, wenn ein Glied von das andere Geschlecht in diese Lage steht anstaubt und sich gefährlich mit das Kind verbindet. Große Probleme werden an ein Kind verursacht, wenn ein älteren Teil sich nicht mit das Kind vom selben Geschlecht verbindet oder sich zu sehr mit das Kind vom anderen Geschlecht verbindet. Das vierde größere Problem, wenn Eltern sich zu sehr an ein Kind holen, ist, dass das gefährliche Verbindnis, was allgemein an der Kindheit anfängt, vielmal durch das ganze Leben anhält. Wenn sie sich zu sehr mit ihr Kind verbunden, als das Kind abwässt, fällt die Mama sich vorhin versteht und ansicher, wenn ihr Kind von Tüß geht. Um das zu ersatten, fallen viele ihre Kinder durch im Leben heran. Wenn die Leute von einer Mama in ihr Bedürfnis für ein Verhältnis mit das Kind auch zu verstehen sind, muss sie diese ungesunde Abhängigkeit nicht wieder haben können. Die Antwort zu so einer Schwiegermama sind nicht verhasste wird oder hohe Aufneigung. Dat meint bloß an Leibgrenzen zaten und versichern, dass sie die anhält. So eine Schwiegermama muss dort klar gesagt worden, dass sie Erfüllung durch Gott, ihren Ehemann in oder andere Dinge im Leben suchen soll. Wenn sie auch weiten muss, dass du ihr Life hast und dass du in dein Leben eine besondere Stätte für hast, muss sie dort auch weiten, dass du nicht Gott, ihren Mann, ihre Kirche, ihre Freund oder andere neue Dinge in ihr Leben ersatten wirst. Ich hoffe auch, dass jede junge Mama was gelehrt hat von dit, was wir über Schwiegermutter gesagt haben. Wenn du mit deinen Ehemann Troubles hast, arbeite dich und jeft die nicht früher dein Kind so zu brocken. Mag deine Kinder nicht zu dir was die reparieren. Sie vereint eine gesunde Mama und für deinen Ehemann ein leibender Partner. Ein Tag werden deine Kinder dort Tüß verloten und sich wahrscheinlich selbst befreien und irgendwo dort fehlen, dass sie dort mit deinen Leben Unterstützung tun können und nicht mit dort zwischenstohnen. Dit wird bloß dann passieren, wenn du Krieg nu anfängst, irgendeine Priorität zu machen, aber nicht deine erste Priorität. Sieg Gott, dann deinen Ehemann und dann andere Interessen im Leben. Wenn du dort tust, wirst du für dein Kind von dort eine gesunde Mama und Lothar eine gute Schwiegermama sein. Nummer 3. Die Schwiegermama ist feindlich mit das Kind ihr Partner. Wenn eine Schwiegermama zu viel Identität durch ihr Kind kriegt, fällt sie von allem in alles gedreift, wat met haar en een waard voor ihr Kind seine Leib wirft. Als dat nu den Ehemann seine Mama oder der Ehefrau ihre Mama ist, wenn sie übersichtig wird über die Leib, wat sie fällt, dat sie verlässt, wat sie mit dort, wat je in haar steht, an der Waard schaffen und durch je in Feiten. Vielmal wat sie an die Personen wat uitzubeteren haben und wat Dinge doen om Aufmerksamkeit und Leib von ihr Kind zu kriegen, wann dat auch bedient, wat arichtet oder de Wortschritt zu doen. Wenn dit an jene Ehe passiert, muss je de Mama oder Schwiegermama vergeven und dort verstonen, dat wenn sie sich auch so verhält, sie nur Leib siegt. Wenn je dit auch weiten, muss je dat aber keinmal Fried geben, dat sie irgendwas tät, wat jün Schoden andonen oder jün Verhältnis tranen kann. Die Antwort für dat Paar ist, dat sie leibend und verbunden sich je erstellen, während die jene Leib füreinander bestehen und rechte Grenzen ansaten. Nummer 3. Dat Prinzip von Schutz. En de Ehe moeten beide Partner sich dazu abgehoben machen, ihre Ehepartner von ihren Eltern zu beschützen.
Doorwegen sollst du te dine Eltern nicht wat schlechtet van dienen Partner zijn, en ook nicht vriet geven, dat dine Eltern te die wat schlechtet van dienen Partner zijn. Wann ein Elternteil anfängt, an ein Verhältnis mang te spelen, sto leivend je in end en lot jent sind nicht daunen. Wann beide Partner sich einander von Eltern ihr kritisieren beschützen, bietet dort eine Umgebung von Sicherheit und Tovertrauen an dort Verhältnis. Aber wenn ein oder beide Partner ihren Partner nicht von Eltern oder Familie beschützen, wird sicher Schaden kommen. Entscheid kriegt nu dienen Partner zu ehren und dasselbe von den Eltern und Familie zu erwarten. Wenn das auch eine unmögliche Abgabe ist, sto leivend je in dienen Eltern, wenn sie ihre rechte Grenzen an jene Ehe übertreten und lot ihr nicht um het Weg kommen. Ohne ihn zu veranieren, macht das klar, dass die ein Leif hast und dass die an dein Leben neidig hast, aber dass sie gewisse Regeln gehorchen müssen. Wenn ein Kind an dit Klarheit macht, wird das allgemein eine positive Umgebung von Respekt geben, wird von da wieder ein rechtes Verhältnis mit seinen oder ihren Eltern beschützt und fördert. Wenn das witleftig sind, dass Eltern ihr Kind seine Wünsche nicht respektieren wollen, muss das Kind leibend den Partner in ihrer Ehe verteidigen, wenn das auch meint, das Verhältnis mit den Eltern aufzuschneiden. Dasselbe Prinzip von Schutz ist auch anwendbar in jene Eltern ihr Verhältnis mit jene Kinder. Jene Eltern ihre Zeit mit jene Kinder ist ein Verrecht, nicht ein Recht. Wenn sie jene Kinder zu Einflüsse leiden, wird jene nicht stemmen, müssen sie davon angeredet worden. Wenn sie anwällig sind, jene Verlangen zu respektieren, dann lot jene Kinder nicht mit ihren Taub sein, ohne dass die dabei sind. Als Eltern soll jene nicht anschächern loten, wen jene Kinder wertvolle und ihre Geschenke von Gott sind. Wo immer jede loten, die sollen jene Werte respektieren und unterstützen. Um Eltern und Großeltern zu helfen, die Wichtigkeit von dieser Sache zu verstehen, ist hier eine halbrige Mitteilung. 10 Gebote für Großeltern. Nummer 1. Je sollen keine andere Abgaben vertragen, über jene Großkinder zu versorgen, wenn die jene Besegen kommen. Nummer 2. Je sollen kein Großkind über ein anderes stahlen, nicht ein mehr zu achten als das andere, aber lot jeder ein über ein viel von jene Leiben Aufmerksamkeit haben. Nummer 3. Je sollen jene nicht für jene Großkinder becken und über jene seinen loten, während jene Kinder gewissenhafte Eltern sind, wat all die schlechte Angewohnheiten aufleeren müssen, wo je jene Großkinder haben anfallen loten. Verwandt die bloß ein Bett, so dat das nach aller Tracht zu kriegen ist und sie nicht krank worden davon. Nummer 4. Je sollen den Namen von dem Herrn jenen Gott nicht missbrauchen, wie in Volken gesagt wird, dat kleine Kahnen große Uhren haben, und der Herr wird die nicht schuldlos stohnen loten, wat für die jüngere Generation ein schlechtes Vorbild hingeloten haben. Nummer 5. Denkt an den Sabbat, dat je jene Großkinder mit naar Kirche nehmen. Samstag soll je mit jene Großkinder spielen und ihr mitnehmen naar Disneyland oder naar Meer zum Boden, aber der 7. Tag ist dem Herrn sein Sabbat. Dann soll je ihn singen lehren, und dat sie dem Herrn ihren Gott von Horten leiben, während an Samstag habt ihr ihn durch Wut und Tod gelehrt. Nummer 6. Ehrt die Lehre von jene Kinder, jene Großkinder ihre Eltern, omdat jene Großkinder jene viele Jahre besegen kommen worden. Nummer 7. Je sollen jene Großkinder nicht über seinen, entmutigen, vernachlässigen oder jene über ihren Damm haben. Nummer 8. Je sollen dort nicht versiemen, jene Großkinder nur wichtige, einzelne Personen, wat jene Lei wert sind, feilen zu machen. Nummer 9. Je sollen nicht bloß zwei sein von jene Großkinder ihr Anrecht verholen, aber je sollen die Probleme auch versuchen zu lösen, wenn die beginnt sind. Nummer 10. Je sollen die Belehrung von jene Großkinder für jene Kinder, die Großkinder ihrer Eltern, nicht dodeln, sogar wenn dort bedient, dass die jünd auf jene eine Tongue bieten müssen, dort nicht zu daunen. Nummer 4. Das Prinzip von Freundschaft. Ein von den besten Wegen, mit deinen Eltern ein Verhältnis zu haben, ist als wertvolle Freunde anzukicken. Sie sind besondere Menschen, die den Bastet sehen, in wem's Bastet du siehst, für so lange als sie leben. Die sollen eine Priorität in deinem Leben sein, mit wem du regelmäßig taub bist, je Freundschaft lebendig und frisch zu holen. Krieg so, als du mit guten Freunden umgehen wirst, wenn die wat deiden, wat je in dein Heim in deine Ehe arbeit, so sollst du mit deinen Eltern auch umgehen. Indem du das tust, wirst du die rechte Gesinnung in das Verhältnis bringen und ihr nicht Gelegenheit geben, Recht zu daunen, in das, wie in sie Familie sind. Wenn das umgeht mit Eltern oder Schwiegereltern taub wohnen. In gewissen Fällen müssen Familien für eine oder eine andere Ursache taub in ein Haus wohnen, und wenn das doch nicht Recht ist das allgemein eine gefährliche Sache.
Wenn je nicht genau weiten, dass Gott ihnen gesagt hat, dass die dort tun sollen, und die Verhältnisse untereinander so sind, dass es schafft, als dort allgemein nicht weiß, dort zu versägen. Aber du hast eine Ausnahme. Die Ausnahme mit den Älteren oder Schwiegelderen zu wohnen, als wenn die alt sind oder schwach in Gesundheit. Wir sind unsere Älteren dort schuldig, ihnen an ihre goldenen Jahren in den schweren Tiden zu helfen. Wenn diese Umstände auch nicht unbedingt meinen, dass sie bei ihnen wohnen sollen, wenn ihnen Älteren zu helfen fehlt, soll je alles Mögliche tun, um ihnen zu helpen. Dat eert jene Älteren in behul dat, wenn deine Älteren oder dem Ehepartner ihre oder seine Älteren alle waren in schlechtere Gesundheit haben, dann sieht viel feilend und unterstützend miteinander. Karen und ich haben noch 3 Älteren Teile, wat leben und über 90 Jahre sind. Wenn sie auch nicht bei uns wohnen, haben wir viel abgeben müssen, um ihn zu versorgen. Für uns ist das eine Freude, ihr dort zu tun. Älteren und weitere Familienglieder kennen ein großer Segen sein für ein befriedet Paar. Om dat meeste van jullie eigen in de weitere Familie uit te krijgen, is mir dat door aan te doen, dat je de rechte Grenzen zaten, während je zo als Christus leven. Behult, dat Gott de eigen aangezaat heeft, om in deze levende en beschützende Umgebung te leven. Dankzij voor dat Bierkirchen Eihe op einen Stein. Ik wens dat dit een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Eihe bouwen.